So, servus, grüßt euch und habe die Ehre. Ich begrüße euch zu einem neuen Division 2 Video. Ich bin die Fate Wilson und heute geht's um die Patch. Ja, also Season 3, Jahr 6. Um das geht's, um den Patch, der wo kommt. Und ich verspreche euch, es sind brutale Neuerungen dabei. Und ja, die machen das Spiel wieder ganz, ganz anders, als wie wir es zuerst gehabt haben. Von mir kennen wir da natürlich wieder ein, zwei gute Builds. Die habe ich jetzt schon auf der Pfanne, aber ich muss leider warten, bis ich mir die neuen Modifier erspielt habe. So, jetzt nichtsdestotrotz sitzt euch hin, lust's mir zu. Jetzt versuche ich das zum zweiten Mal die Patches eigentlich einmal, oder die Neuerungen, wo es jetzt da kommen, aber ich ein wenig umzubringen. So. Und dann wir mal anfangen. Ja. Da geht's jetzt los. Patch Größe und Zeitrahmen. Patch Größe ohne PTS-Bild auf Connect sind circa 100 Gigabyte. Wenn's aber die Vision schon drauf hast, dann sind 17 Gigabyte. Starten tut die ganze Gaude am Freitag, den 31. um 7 in der Früh und endet am Mittwoch Mittwoch um 5 genau. Am Mittwoch am 5. um 13 Uhr. So. Die Zeiten, ich weiß aber nicht, gell, da steht CET und 7 ET und 4 PT und leck mir am Arsch. Das wird dann jeder selber hoffentlich für sich selber wissen, wann das ist bei uns da. Also, da komme ich aber brutal ins Schleudern, das weiß ich sogar bei meinem Fahrtenschreiber aber nicht. Was da für eine Zeit jetzt tatsächlich Zeit. Aber jetzt pass auf. Rouge Momentum, Skill, Taktik und Risiko. Das Update dreht sich um den Rouge Momentum Modus. Hier zählt euer Können und eure Cleverness. Momentum sammeln. Jeder eliminierte Feind bringt euch Momentum, egal ob Standard, Elite oder bei präzisen Kopfschüssen. Das ist der Global Modifier. Ja, der bringt das Spiel auf einen anderen Level. Also das spielt sich wieder ganz, ganz anders, als wir das, was wir bis jetzt gehabt haben. Ich bin einer, ich mag Neuerungen im Spiel und das ist saisonal, what the fuck, ändert. Ja, und man es nicht spielen muss, wenn man es aus- und einschalten kann, ist das eigentlich gar nicht so schlecht. So, dynamische Boni. Höhere Momentumstufen schalten mächtige Combat-Boni frei, während euer Momentum auch wieder langsam abnimmt. Momentum ist das, du schießt auf jemanden, dann baut sich da so ein Pegel auf, ich habe das im letzten PTS gesehen. Und wenn's du, wenn's nicht schießt, dann baut sich das langsam wieder ab. So ungefähr. Das Problem ist, dass sie beim Gegner auch was aufbaut, wenn du auf den schießt und das Momentum aufbaust. Aber dazu ein wenig später. Da dynamische Boni. Höhere Momentumstufen schlagen mächtig Combat-Boni frei. Das habe ich schon gehabt. So. Besondere Gegner, Feinde können auf die Blacklist gesetzt werden. Ihre Eliminierung bringt extra Momentum, während Treffer von ihnen die Fortschritte hemmen. Aktive Modifier bei Power Boost. Schmarrn. Die Power Boost so ungefähr im Überblick. Overdrive maximiert euer Momentum sofort auf 100% und verleiht euch durch kurze Zeit für kurze Zeit starke Boni, aber auch danach folgt ein temporärer Nachteil. Also ich sage, das Englische bei mir, gell, das ist aber es wird schon. Dann haben wir noch Vendetta, markierte mehrere Gegner. Wer sie mit primären, sekundären Skill- oder Pistolenangriffen ausschaltet, erhält wertvolle Tankboni, versagt ihr drohen Strafpunkte für Rüstung und Gesundheit. Wenn's T schießt, dann verstärkt's deinen Tank. Wenn's daneben schießt, kriegst du dann nicht aufs Sackel, weil du kriegst Strafpunkte. Glaub, ja,
das sind jetzt dann die, habe ich schon gesagt, gell, aktive Modifiers. Das sind die großen meiner, ja, die 3 großen, was es gibt, unter den globalen. Und dann ist noch Tactical, ja, ein taktischer Modifier verdoppelt die Effekte all eurer kleinen Modifier, allerdings sammelt ihr währenddessen kein Momentum. Da habe ich jetzt auch so eine Idee dazu, wenn der Modifier da die Effekte von die passiven Modifier, also von die kleinen Modifier, verdoppelt. Da gibt's nämlich einen, der verstärkt die Rollbomben um 100%. Das heißt, mit dem Modifier verstärkt er die Rollbomben um 200%. Summa summarum pro Rollbombe dann so 10 Mille Schaden. Zumindest mit dem Bild, was ich da zusammengestipselt habe. Da bin ich ja gespannt, ob das dann auch so wird. So, dann haben wir die passiven Modifikatoren oder passive Modifiers. So, was haben wir da? Ihr könnt aus 12 verschiedenen Modifiern wählen, die entsprechende skillspezifisch oder die entsprechend skillspezifisch. Oh, leck, jetzt muss ich da nochmal einen Kaffee trinken, weil sonst kriege ich einen Knopfentzug. Allgemein, ja, genau. Hier ein paar Highlights, gerade ein paar. Explosiv-Amp, das ist der, wo ich gesagt habe, erhöht den Schaden eurer Seeker-Mines gegen Blacklisted Freunde um 100%. Also die Blacklist weiß ich auch noch nicht, was das ist, aber sagen wir mal, man setzt jetzt die Hyenas auf Blacklist, ja, und hat 100% von den Rollbomben noch mehr. Und dann kombiniert man es mit den den taktischen Modifier, dann hätte man ja eigentlich 200% mehr. Momentum sammelt man nicht. Na, jetzt pass auf, nochmal weiter. Bei den Passiven. Da haben wir Critical Momentum. Kritische Treffer haben 50% Chance, 1% Momentum zu geben. Ja. Dann haben wir noch Momentum Search. Kills mit Skills verdoppeln den Momentum-Ertrag. Und noch viele weitere, die euch im Gefecht entscheidend Vorteil verschaffen. Naja, gut. Ja. Wie man merkt, ich werde nichts ausschneiden. Authentizität. Ja. Overlocke Projektor, reaktiv, also, es gibt ein paar gute noch, oder meiner Ansicht nach ist der, wo die Rollbomben um 100% verstärkt. Die 3, wo ich euch gesagt habe, ist eigentlich für mich die besten dabei einmal. Rest stellt in PTS aus, weil das, was ich jetzt sage, das ist ja PTS-Patch, ja. Es wird gemacht im PTS, ob es dann zu 100% so im Spiel kommt, weiß man noch nicht. Aber jetzt mal haben es auch fast alles so gebracht. Ja. Dann wird es so passen, würde ich mal sagen. So. Was jetzt da noch ist, wenn du praktisch Momentum sammelst und dich mit den Modifiern mit den Modifiern da ausstattest, ja. Die Gegner haben dann auch was. Also während euer Momentum aufbaut, reagieren die Feinde mit dem Frenzy-Modus. Höhere Feuerrate, schnellere Bewegungen und verstärkte Regeneration, und das wird mit fortschreitender Season immer intensiver. Ja, wenn ich mir jetzt da so einen Dicken auf Legendär vorstelle, der wo dann verstärkte Regeneration hat und schnellere Bewegungen, dann glaube ich, kann das eng werden, aber interessant im Spiel. Also dann gibt's da noch neue Waffen und Talente. Oxpecker Exotic SMG. Auf die werden wir vielleicht ein paar warten. Die hat das Talent Symbiosis drauf. Euer Schild verliert 10% pro Sekunde, wird aber um 25% des verursachten Schadens repariert. Also draufschießen auf den Gegner, Schild wird repariert, nicht schießen, 10% pro Sekunde verliert das Schild. Muss man mal ausprobieren, ist interessant auf alle Fälle. Zusätzliche Mods, mehr Headshot, Damage, optimal Range Bonus und erhöhte Crit-Chance. Dann haben wir noch Exotic Handschuhe, Exodus heißen die, mit dem Talent Smokescreen.
Im PvE droppt ihr bei Rüstungsbruch eine Rauchgranate. Im PvB bekommt ihr 100% Pulsresistenz und euer Namensschild verschwindet kurz. Jeweils mit passenden Cooldowns. Naja, schauen wir mal. Ich bin kein PvP-Spieler, aber 100% Pulsresistenz bei Rüstungsbruch. Was soll das bringen? Weil so schnell komme ich nie weg, wo es mit der dann umschießt. Wenn ich so an Tag zusammen denke oder vielleicht auch einen Konflikt, da bringt mir das, glaube ich, gar nichts. Mir schon, manche Situationen schon vielleicht, aber ja, ja. Dann haben wir noch das exotische Backpack, Birdie's Quick Fix. Talent, Combat Medic erhöht die Wiederherstellungsgeschwindigkeit um 50%, verringert den Debuff und gibt euch sowie euren Verbündeten für kurze Zeit 50% Schadenresistenz. Jo. Da bin ich jetzt total überfahren, den habe ich absolut nicht am Schirm gehabt, aber das kann einen ganz guten Tank geben mit dem Rucksack. Dann haben wir noch das neue Brandset, ja, Shiny Monkey Gear. Mit den einzelnen Teilen verbessert ihr die Skilldauer, Effizienz und Reparaturfähigkeit enorm. Zudem gibt es spezielle Gear Pieces wie Backpack Axel und mit dem Talent Perfect Energize. Mit Nutzung, wow. So sagen wir. Aber man merkt, ich habe mir das natürlich ein wenig übersetzt, gell, weil ich bin ja nicht blöd. Aber, naja. Tier Boost oder sogar Overcharge. Ah ja, genau. Der Backpack da kannst du dein Schädel praktisch dann in Überladung oder zum Schildwall auf die schießen. So wie ich das da so mitgekriegt habt. Und dann haben wir noch Kniebeds Grease mit Talent Perfekt Attribute. Plus 16% auf Statuseffekt. Ja, ist ja mal nicht schlecht. Dann haben wir noch einen Refaktor Gießet. Ach, ist das brutal da. Ich krieg einen Hals mit so einer Rederei. Du, neue benannte Waffen, Refektor Gießet haben wir schon. Erhaltene Boni auf Statuseffekts und Skill Damage mit 4 Teilen schaltet ihr einzigartige Talent Return to Sender frei, das euch und euren Mitspielern Reparaturen basierend auf eurem verursachten Schaden gewährt. Alter, das wird auch interessant. Du schießt und schießt und schießt mit einem Statuseffekt und Skill Damage, ja, wurscht. Und dann kannst du praktisch mit deinen Skills Reparatur schießen, okay? Das wird interessant. Ergänzt wird das Set noch durch Chest- und Backpack-Talente, die den Effekt weiter verstärken. Also Westen- und Rucksack-Talente, die was noch mehr verstärken. Ja, schauen wir mal. Neue benannte Waffe, Rusty Classic RPK 74 und Goalie Fall profitieren vom Talent Perfekt Pressure Point. Das zusätzlich Schaden bei Gegnern mit Statuseffekten bewirkt. Das muss man sich anschauen. Außerdem gibt es neue Pressure Point Weapon Talent mit einem soliden Bonus von 10%. Aha. 10% wo's? Waffenschaden wahrscheinlich. Ja. Waffenbalancing und Reworks. Also der Reload-Geschwindigkeit, die Nachladegeschwindigkeit zahlreicher Exotic Weapons wurde angepasst, um euch im Gefecht den nötigen Vorteil zu verschaffen. Bighorn und St. Elmo bis hin zu Mosquito und Regulus, alle wurden überarbeitet, um das Kampferlebnis spannender zu machen. Ich kann euch sagen, ich tue jetzt dann da ein wenig so was einblenden. Die ganzen Dabiner. Ja. Und ich habe gesehen, dass ganz viel ist die Reload-Geschwindigkeit erhöht worden, also dass schneller geht.
eine einzige Waffe, und zwar die Legsenken, die ist ein wenig genervt worden, ist ein wenig vom Schaden zurückgenommen worden, alles andere haben es nur in der Nachladegeschwindigkeit umeinander draht und bei manchen so richtig gescheit. Ich blende euch dann einmal wieder die Tabellen ein, da schaut selber noch, weil für jeden ist irgendwas anderes wichtig. Und wenn ich das vorlesen müsste, das ebenso viel geändert hat, na, das machen wir jetzt nicht. Die Modifiers, sie wurden von dem, Modifiers, sie wurden von den Priority Objectives entfernt und sind jetzt als Belohnung in der Season Journey erhältlich. Das ist schon mal nicht schlecht, weil jetzt brauchst du einfach nur durchrennen, dann kannst du das so oder so da spielen. Aktivmodifikatoren funktionieren jetzt auch ohne ADS und bieten eine klare Anzeige von Dauer und Cooldown. ADS? War das nicht was anderes? Warum ADS? Quality of Life. Aber da einen Übersetzungsfehler. Ja, wurscht. Und weiter im Text. Ja. Progression, objektive, saisonale, Season XP wird durch zusätzlich für das Ausrüsten von saisonalen Modifiers vergeben, sowie für das Abschließen ausgewerteter Ingame-Aktivitäten wie Main Mission, Countdown und Konflikt und mehr. Das ist eh nicht schlecht, also wie gesagt, du kriegst jetzt auf alles Season Pass XP. Zusätzliche. Einige weniger spannende Ziele wie Warhand-Konvoi wurden entfernt und die Priority-Objektive Reroll-Bars füllen sich automatisch alle 24 Stunden wieder. Oh. Den haben's weg da. Das ist schade. Also nur am PTS. Adams, wie heißt der? Shipley? Inventar wurde aktualisiert. Alles Wichtige findet ihr jetzt in dem PTS-Cage. Ja, genau. Da gibt's halt wieder im PTS die Kisten mit den Blueprints und ja, man braucht's gerade aufmachen, auspacken und ausprobieren. Ich für meinen Teil, ich glaube, ich überlege mir ganz stark, ob ich den PTS tatsächlich spiele, weil ich habe das letzte Mal raufgeladen und mir hat's das normale Spiel zerschossen. Also, entweder wollt's Blätter dazu oder irgendwas, also passt's auf, wenn's den PTS overloads, weil es könnte sein, dass er euer normales Spiel zerkloppt, ja, dass das nicht mehr funktioniert, nicht mehr zum Einschalten ist. Es ist jetzt halt, nur eine Vermutung, ja, nicht keine Feststellung von mir. Ich weiß nicht, beim letzten PTS war es bei mir so. Ich habe dann ganz normal AFI gespielt, habe ihn eingeschalten, habe PTS spielen können, aber dann, wie ich den praktisch ausgeschalten habe, dann ist gar nichts mehr gegangen. Beim nächsten Mal, der Rechner hat sich natürlich wieder neu gestartet etc., ne, habe es ganz normal wieder eingeschalten und dann ist gar nichts mehr gegangen. Der PTS ist nicht gegangen, weil, weiß ich nicht, irgendwas angezeigt gehabt, weiß ich nicht mehr so genau, aber das normale Spiel ist dann auch nicht mehr gegangen. Und wenn jetzt einer kein schnelles Internet hat, dass er für die 100 Gigabyte nicht, was weiß ich, wie lange laden muss, ja, dann überlegt es euch gut, ob es auch für das probiert oder ob es einfach wartet im Spiel und dann da spielt, weil, ja. So, dann haben wir noch die bekannten Probleme. Zum Schluss noch ein paar Punkte, die noch im Update vorhanden sind. Also das sind praktisch die Bugs, wo es noch drin lassen, weil es noch nicht geschafft haben. Beim Talent Symbiosis bleibt der Schildgesundheitsverlust bestehen, wenn ihr während aktiver Schildnutzung ein Wurfgeschoss ausrüstet. Shiny Monkey Gear und Refaktormaterialien werden nicht zwischen Charakteren geteilt, wenn die Shared Materials Option aktiviert ist. Toll, gell? Bei den Crafting Requirements der Oxypacker und Exodus Gloves Rekonfigurierungsblueprints tauchen noch Platzhalter auf, also Battle-Hand nicht dran. Und die Belohnungsanimation der PTS-Cage zeigt manchmal Fehler. Naja, mit dem können wir nur leben. Das war's jetzt dann dabei einmal, das hat schon wieder lang gedauert. Ein umfassender Überblick über alle spannenden Neuerungen in dem Patch. Ich hoffe, ihr seid genauso begeistert wie ich und probiert die neuen Features gleich aus. Also, ich hoffe, es
Spielt's den PTS, schreibt's mir bei mir unten in die Kommentare eine vielleicht, wie euch der PTS taugt. Und weil ich ich lass bestimmt bleiben, weil das ist eine Katastrophe für mich, ja. Zum Spielen. Da haben jetzt noch die ganzen Waffen, die geben wir jetzt noch mal, ja, ich lese jetzt nicht alles, aber da, was rot ist, ist schon mal die Lexington, ja. Die ist im Level 40 Damage ein bisschen zurückgenommen worden. Und alles andere ist einfach in der Nachladegeschwindigkeit schneller worden. Dann bei die SMG noch. Enchi 1,62 Sekunden. 92 kann ich nicht mehr lesen, ich bin schon ganz blöd. Hab das auf einem anderen Bildschirm, da muss ich da umschauen. Ja. Jetzt hoffentlich ist das alles so weit gut verständlich umgekommen. Dann haben wir da noch LMG. Da schauen wir mal, was haben wir, das Stoner. 3 Sekunden. Aber alles um die 3 Sekunden umeinander. M249, die ist am allerlangsamsten. Hat eine hohe Feuerrate. Aber halt eine sehr hohe Geschwindigkeit. Da haben wir noch die Sturmgewehre. Da sehe ich gerade, da ist bei 3 nochmal der Level Damage Intake worden. Bei der MK47, die macht mehr Schaden. Ja, so brachial nicht, aber ein bisschen was ist es auch gewesen. Und ja, die UIC, die habe ich jetzt überhaupt nicht am Schirm, wie die ausschaut. Und die LM4 auch erhöht. Aber da haben sie halt in der Nachladezeit nichts da. Naja. Ich glaube, man kann mit dem ganzen Leben die Pistolen vielleicht noch ein wenig. Die 50 ist schneller geworden. Von 2,55 auf 2,24. Nachladegeschwindigkeit natürlich. Und ja, das ist dann so brachialerweise eigentlich auch gewesen. So einen richtigen krassen Unterschied sehe ich jetzt eigentlich nur mehr. Magnum wie immer noch ein wenig fad und langsam. Ja, das war es jetzt dann soweit schon wieder gewesen. Und ja, das war's von meiner Seite. Ich wünsche euch viel Spaß mit der neuen Season im Jahr 6 bei Division. Ich bleib dabei, ich spiel's, aber ich spiele tatsächlich am PTS nicht. Wie gesagt, weil ich mir das Ding nicht schon wieder zerschießen mag und das taugt mir so überhaupt nicht. In dem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, Abo oder Like da lassen. Bis zum nächsten Mal, eure Feldwälzen. Servus, bleibt so wie es seid super.